Vor 60 Jahren war noch Zuversicht. Da bauten die Menschen im Isartal neue Kirchen, wie hier in Icking. Heute kann sich die schrumpfende evangelische Gemeinde diesen Bau nicht mehr leisten. In 5 Jahren, vielleicht später, muss man die Kirche aufgeben. Ein schmerzhafter Abschiedsprozess, wie in vielen bayerischen Kommunen. Der Erhalt eines solchen Bauwerks bedeutet ja nicht nur Bauinvestitionen, sondern auch Hausmeisterkosten, Energiekosten, Reinigungskosten, all das, was dazugehört. Das ist im Moment noch bezahlbar, aber in dem Moment, wo hier eine Betonsanierung zum Beispiel kommt, sind wir am Ende. Die Finanzen der Kirchengemeinden waren nie so, dass man solche Gebäude aus eigener Kraft erhalten kann. Und in der Landeskirche sind die Zuweisungen für Kirchenrenovierungen auf ein Minimum gesunken. Nach der Entwidmung der Kirche werden die Ickinger Protestanten ihre Gottesdienste im Nachbarort Ebenhausen feiern. Was dann mit diesem Bau geschieht, ist noch völlig offen. Einen Abriss möchte niemand. Den plant die katholische Gemeinde Ebenhausen für die letztes Jahr profanierte Kirche St. Benedikt. Das marode Dach wurde schon entfernt. Die Sanierung kommt zu teuer. Für die Gläubigen gibt es genug Kirchen im Umkreis. Wozu also den Bau erhalten? Weil es einen Raum dieser Größe im Ort sonst nicht gibt und man hier ein neues Zentrum schaffen könnte, argumentiert eine Gruppe um den zweiten Bürgermeister. Man entwickelte ein Konzept für viele Nutzungen. Vereine, Kinderhort, Tagespflege, Konzerte und mehr. Es fand sich sogar ein Investor. Der wollte aber, dass sich Kirche und Kommune jeweils mit dem Betrag beteiligen, den sonst der Abriss kosten würde. Aber die Kirchenverwaltung sucht lieber jemanden, der hier etwas Neues, Gemeinnütziges baut. Gut, da muss ich aber zurückgreifen auf die Laudato Si von unserem Papst Franziskus, weil er sagte, wir sollten erhalten, wir sollen nicht Neubau machen, wir sollen ressourcenschonend sein, nachhaltig. Und das passiert hier überhaupt nicht. Bundesweit gibt es bereits Dutzende Beispiele, wie man Kirchen vor dem Abriss bewahrt. St. Elisabeth in Münster dient heute als Turnhalle für die benachbarte Montessori-Schule. Daneben bauten die Architekten von Maas und Partner Eigentumswohnungen, Kindergarten, Studentenwohnheim. Ein neues Quartier. St. Elisabeth in Aachen verwandelte sich vor 7 Jahren in den ersten deutschen Coworking Space in einer Kirche und wurde zum neogotischen Hotspot der heimischen Start-up-Szene. In Hannover schaffte es ein Team aus Projektentwicklern und Architekten vor 5 Jahren, die ehemalige Gerhard-Uhlhorn-Kirche trotz der Denkmalschutzauflagen in ein Studentenwohnheim umzubauen. Längst gibt es in ehemaligen Kirchen Kletterhallen, Fahrradläden, Restaurants. Das hier befindet sich in Bielefeld und trägt den schönen Namen Glück und Seligkeit. Natürlich werden sich in Großstädten leichter Interessenten für solche Nutzungen finden und diese auch eher akzeptiert werden. Ich glaube, dass das am Dorf nicht vorstellbar ist, irgendeine rein kommerzielle Nutzung hier in den Kirchenraum zu bringen. Das ist für die Menschen eine zu große Erschütterung und das würde ich auch selber nicht befürworten wollen. Die Lukaskirche in Kelheim kann man als Ferienwohnung mieten und sich auf der Couch vorm Altar sitzend die Frage stellen, ob diese Rettung eines Denkmals wirklich eine dem Bau adäquate Lösung ist. Kirchen sind Gemeingüter, kulturelles Erbe und nicht x-beliebige Immobilien, die kirchliche Institutionen in Notlagen versilbern können, heißt es sinngemäß im Kirchenmanifest, einer Initiative namhafter Institutionen, die neue Formen der Trägerschaft für die 40.000 deutschen Kirchen fordert. Ich glaube, dass diese Kirchenräume für uns wichtig sind und dass wir uns da sehr lang darauf ausgeruht haben, dass die beiden Kirchen das immer zur Verfügung gestellt haben, genauso wie sie uns Kindergärten zur Verfügung gestellt haben. Und da ändern sich einfach die Zeiten. Die finanziellen Mittel sind nicht mehr da. Und wenn uns das aber wichtig ist, dass wir Kirchen erhalten, dann muss es auch eine Gemeinschaft geben, die sich dafür einsetzt, dass solche Räume erhalten werden können. Die Sanierung der Christuskirche in Neumarkt in der Oberpfalz war für die evangelische Gemeinde auch sehr kostspielig. Aber notwendig. Und was für ein Glücksfall. So sah es hier bis zum Umbau aus. So heute.
Das Architekturbüro Brückner und Brückner hat den über 300 Jahre zugemauerten Chor wieder geöffnet und ein Raumwunder aus Licht geschaffen, in dessen Mitte das Taufbecken liegt. Der neue Chorraum und das große Schiff ohne feste Bestuhlung bieten der Gemeinde plötzlich neue Möglichkeiten für ihre Gottesdienste, für Konzerte, Tanzveranstaltungen. Die Konformanten haben hier sogar schon übernachtet. Natürlich gibt es Gemeindemitglieder, die nur schwer akzeptieren, dass der riesige Christus in eine Seitenkapelle umziehen musste. Aber eben auch jene Frau, die nach einem Jahr dem Pfarrer sagte: Herr Murner, Sie wissen ja, ich habe am Anfang immer kritisiert, dass mir die Kirche nicht gefällt. Und jetzt muss ich sagen, die gefällt mir so toll und ich setze mich, wenn ich in den Gottesdienst komme, ganz bewusst immer auf einen anderen Platz, weil die Kirche von jedem Platz aus anders wirkt. Und das möchte ich erleben. Der Pfarrer sagt, die Kirche ziehe plötzlich mehr Menschen an. Was sicher auch daran liegt, dass es gleich nebenan ein lebendiges Gemeindezentrum gibt. Das ist in der Summe das Beste, was eine Kirche sein kann. Ein Ort in der Mitte der Gesellschaft, der seine Funktion und Geschichte bewahrt, trotzdem modern ist und für alle Menschen offen. Fire.